Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Ich habe Bock auf Wandern. Ich habe sogar 2 Böcke zum Wandern. Das hier sind meine Begleiter, der Big Joe und der Luki. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Wandern. Gestarten Big Joe. Ich bin der vorne, der Gescheckte. Und ich bin der Luki, der hinten dran. Für uns ist es der Arbeitsweg. Wir sind 150 Kilometer unterwegs zu unserem Sommerjob. Und bis dort passiert einiges. Heute wird es richtig anstrengend. Verhältnis gut. Nein, du musst aufpassen, es ist nass, oder? Ist rutschig. Also ohne Stöcke möchte ich nicht durch. Nicole packt das Goldfieber. Das kann süchtig machen. Schon, gell? Und dem Alkohol verfällt sie auch. Hat er ein Blumensträußchen gebracht. Schön. Ein ganz Haufen Geissenblümchen drin. Ja. Das ist SRF bei den Leuten. Wunderland, die Geissentour. Jetzt meckern wir. Luki, Nicole und ich, Big Joe, sind auf der 3. Etappe unterwegs im Emmental, in der Nähe von Zollbrück. Grüß euch miteinander. Da hinten da ist der Napf, da gehen wir morgen drüber. Weil heute gehen wir jetzt zuerst übernachten, und zwar bei der Barbara Gerber. Sie kennt ihr vielleicht noch von der Landfrauenküche. Also, kommt. So, komm. Vor 5 Tagen sind wir in Lamboin im Berner Jura losgeschaltet. Das Ziel ist Stallenwil im Kanton Nidwalden. Es geht durchs Emmental, über den Napf, ins Entlebuch und via Luzern nach Dallenwil. Heute geht es von Zollbrück im Emmental über den Napf ins Entlebuch, eine Gegend mit viel gespässigen Gestalten. Am Enziloch vorbei nach Romoos im Kanton Luzern zum Goldwaschen. Und am Schluss gibt es einen Schluck von einem besonderen Gin, aber nur für die Nicole. Wir sind unterwegs zum Hof von Barbara, wo wir übernachten. Wir werden offenbar schon erwartet. Nicole. Schau da. Hast du gesehen? Big Joe. Nicole, ich liebe dich. Hast du etwa mal einen Liebesbeweis, hä? War das mein Mann? Hä? Das ist noch lustig. Manchmal spielt der Zufall mit. Hast du das aufgehängt, Luki? Ja, wie hätte ich das machen sollen, ohne Hänge? Aber du magst sie schon, oder? Sie ist schon eine nette für einen Menschen, oder? Ja, sie ist eh cool. Fast schade ist sie keine Ziege. Hallo! Ah, da ist sie ja gerade. Du bist Barbara. Ja. Nicole. Freut mich, hoi. Freut mich. Ich bin da mit meinen beiden Wandergespänchen unterwegs. Dem Mögen Big Sie Joe noch? und dem Luki. Ich glaube, jetzt ist gut. Ist gut. Pause. Hast du das Plätzchen Ja. für die zwei? Was? Ich bin mit meinen Gessen hoch ins Alpli. Und jetzt Ja. kannst du Ah, dann haben wir, alten Stall brauchen. ein Quartier übernehmen. Gut. Also, ich zeige dir gleich wo. Hast du gesehen, Nicole, mir extra ein Standli gestellt? Draussen? Ja, ich habe es gesehen. Mit deinem Namen drauf? Für mich? Nein, leider nicht. Ah, Aber ich habe schon gedacht, das wäre jetzt schon sehr romantisch. es ist der Tochter ihres Mädtandli. Aha, die heisst doch Die Nicole. ist einfach auch Nicole. Jetzt ist es geklärt. Ja, die Enttäuschung ist gross. Aber für heute ist es ein bisschen fies. So gut. Ja, das ist schön. Komm, Big Joe. Oh, das kennen sie es geht noch nicht so, gell? Ja, Ja, jetzt. genau. Ja, da frisst ja niemand. Komm. Ja. Coole Location. Und wo ist das Essen? Würfel.
Hoffentlich fressen sie uns. Also, super, danke vielmals. Gut. Bis nachher. Komm, ich dir noch eine gute Nacht sagen. Ja. Tschüss. Ciao, ciao. Wasser ist ja. Ciao zusammen. Danke Frisch vielmals. gefüllt. Servus. Sie sind nicht mehr nüchtern. Nein, das ist gut. Schauen Sie den morgen. Und weißt du, wo du dann schlafst? Nein. Kannst du raten? Ja, Platz hat es genug hier. Nein. Sag du. In der Kinderräuberhölle Oh, darfst du schlafen. das klingt abenteuerlich. Das gefällt mir. Ist das Kinderräuber? Grossartig. Nicoles Stall ist kleiner als unsere. Hä? Ich glaube, es ist niemand drin. Ja. Alle Räuber raus. Klein, aber fein. Hey, das ist ja grossartig. Das Nest ist auch drin. Es hat noch Kühe drin. Das wäre nichts für mich. Und wenn du kalt hast, kannst du das Öffeli einstecken. Ist alles gut. Und wenn du Angst hast im Fenster, kommst du zu mir zwischen Schlitzen. Sehr gut. Klopfe an. Darf ich jetzt Gräbchen liegen? Ja, Das ist grossartig. Ich glaube, da musst du keine Angst Gut, haben. gut. Super. Und jetzt dürfen die Kinder aber nicht spielen. Nein, die mussten aufräumen, aber es hat es nötig gehabt. Aha. Die sind auf mich hässig. Nein. Ja, wer schaut draußen? Schau mal da. So. Wer bist denn du? Das ist Gina. Gina. Komm, kannst du rauskommen? Hä? Ja, Sally. Ja, du musst auch schauen. Die wollen auch mitwandern. Ja, du. Sag nichts. Gina, komm. Hä? Also, jetzt schauen wir etwas für die Nacht. Sehr Komm. gut. Habt ihr auch Hunger, so wie ich? Ja. Ja. Gut. Dann genießen ihr noch ein bisschen den Ausblick. Ja. Schon. Du kannst hier einen Stuhl nehmen, dann kannst du noch ein bisschen rausziehen schauen. Super, ja. Also. Ich mich hier anschließen. Dann könnte man jetzt hier überall erklären, was das für Hügel sind und dass man wer da wo wohnt. Du musst hier besser spielen. Wo muss ich durch? Wo wird her? Ja, eigentlich auf den Napf, gell? Das ist da hinter dem Haus. Ja, also best Sonnenuntergang ist sicher hier oben links suchen. Ja. Was ist jetzt da alles für Berge? Also, wo wohnst du noch, Grossi? Nick? Nicht. Und wie ist der Berg? Von ganz. Der Hogant. Ja. Hinter dem Hogant ist Eigermönch und Jungfrau. Genießt man das noch, wenn man hier oben wohnt? Oder ist das irgendwann einfach da? Das sagen wir auch viel. Schau, wie du schön wohnst und so. Und dann schaust du halb raus. Ah, ja, stimmt, die Berge sind riesig. Aber wenn sie nicht da wäre, dann würdest du es merken. Ja. Und das ist das Erste, was ich mache. Du gehst, schaust einfach raus, Ja. wie das Wetter ist. Und wie ist das Wetter für morgen? Weißt du das schon? Es kann beides, aber wenn Engel unterwegs sind, dann scheint die Sonne. Ah, dein Wort in Gottes Ohr. Hoffen wir das Beste. He? Ja, also Nicole, jetzt kann ich jetzt Nacht machen. Also, dann sind wir gespannt. Wir warten hier, oder? Ja, Ist gut. gut. Bis später. Wenn du uns nicht brauchst, ich koche, sonst sagst Nein, ist gut. Gut, danke. Also. Sacht. Raclette. Yes. Hat er auch so gern? Ja. Hat er gern? Ja. Ja, los. Lach nur. Schön, dieses Emmental. Wieso hat der Emmentaler Käse eigentlich Löcher? Ja, vielleicht, dass man beim Essen dadurch die Hügel anschauen kann. Jetzt sehen. Siehst du jemanden, der die Hügel anschaut beim Essen? Es gibt doch keine Emmentaler beim Raclette. Also, gute Nacht miteinander. Ja. Schlafen gut. Nicole geht in ihr Häuschen und ich glaube, wir legen uns auch schlafen, bevor du noch mehr blödes Zeug redest. Gute Nacht, Lucky. Gute Nacht, Big Joe. Ja, guten Morgen, Victor. Sally. Guten Morgen, Nicole. Ja, Sally, Lucky. Joe, Ja, wo sind wir denn? Im Emmental, du bist doch die Reiseleiterin. Na da, jetzt gibt's Futter. Ja, dann ein Hemdchen, hä? So. Und jetzt habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollt ihr zuerst? die Gute. Zuerst die schlechte. Das
geht es hier raus, hier im schönen Nachtlager. Und die Gute ist, Barbara fährt uns ein Stück. Ist gut? Das ist okay für mich. Das ist ein lieber Schatz. Gang fort mit dieser Bürste. Schau schnell. Fang mich doch. Das ist Ja, jetzt kommt sie schon wieder. ja. Es retten sich, wer kann. Hat er nicht so Freude, gell? Bürste. Hier bleiben, hier bleiben, hier bleiben. Na, gibst du schon auf? Achtung. Und hopp. Gegen den Stress am Morgen früh. Komm, komm. Jetzt rufe ich, komm, gib. Ich komme sicher viel besser. Meinst du, es geht besser? Ja, ganz sicher. Also, komm, gib, komm. Komm, gib, komm. Komm, gib. Oh, hey. Ja, komm, gib, komm. Mensch, Da ruft man den Geiss, nicht das Essen rufst du Kühe. Also gut. So, Gut. Also, meinst du, gib, verstehst du änder? ja, und ganz hoch. Gib. Dann kommen sie sofort. Komm, das Essen rufst du Kühe. Die sind gemütlicher. Also, das ist schon wieder ein Unterschied. Hey, im Emmental und im Jura. Genau. Lässt du lieber Gibi oder Sassa? Das ist mir wurscht. Ich mach das Spiel einfach mit. Deppert ist ja beides. Man fühlt sich manchmal nicht so richtig ernst genommen. Naja, also wir nehmen die Menschen ja auch nicht ernst. Stimmt. Oh, die kommen schon. So, gut. Ja. Ready? Jetzt gehen wir hier rauf. So. Oh, super. Wenn dich der Hunger übernimmt, packst du es aus und gehst ja noch ein bisschen. Merci, ja, das mache ich. Hey, für euch auch ein bisschen drinnen. Gut, Alice, habe ich auch. Gut. Also, Barbara, merci vielmals. das ist gerne schön. Merci für das Aufbringen. Gute Reise, gell? Ja. Dir auch Guten gute Marsch, Zeit. hä? Ja, merci und noch einen Gruß Tschüss daheim. zusammen. Ja, will ich sagen. Tschüss. Ciao. Gut Marsch. Schöne Reste. Servus. Ja, genau. Schau, wie die laufen. He? Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's auf den Napf. Ich mache ein bisschen Tempo, sonst kommen wir nie an. Du musst dir das einteilen, Luki. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Hello. So cute. How are you? Yeah, we just finished our picnic. Oh, really? Yeah. So there's nothing for us? Yeah. Sorry. But where are your goats? Our goats. Yes, you have to have goats in Switzerland when you're in the mountains. Oh, wow. You didn't know? No. Do you like them? They are nice, or not? You want to touch? Yes, please touch. Yes, of course. Komm, Luki, es gibt Streichleinheiten. You have the chance. Yes, hello. Like it here. Ah. Yeah. Yes, this is good. And this one too. Yes. Just have to watch out about this. Yes. I want to. Yeah. So it means he like it, Yes, yes, we like. touching. Nice. Wow. I love them good. Yes. They're very nice, huh? So then, I wish you a good day. Yeah. Enjoy Switzerland. Bye bye. Bye. Servus, bye bye. Bye. Menschen sind schon ein bisschen komisch. Dann fliegen sie um die halbe Welt, nur für hierher zu kommen. Es ist doch eh schön hier. Die Natur, die Luft, die Einsamkeit. Ja, genau. Ah, schau, da hat es schon wieder ein paar Zweibeiner, die hier ein bisschen allein sind. Haben wir hier noch Zuschauerkurve? Applaudieren wir. Grüß dich miteinander. Bis wohin geht ihr? Geht ihr jetzt ganz rauf? Jetzt gehen wir bis auf den Ab. Ja. Und dort übernachten wir. Haben wir denn noch etwas vor? Wo geht's jetzt durch, Big Joe? Schau mal. Ich weiß nicht, gedruckte Karten, das ist so 1999. Das ist ein Liebesbedürfnis, wir müssen nicht Angst haben. Sie können einfach ein bisschen schmiessen erlauben. Mit den Hörnern? Ja, nein, die Hörner machen wirklich nichts. Ja. Stefan hat da gerne ein bisschen Liebe. Das Ist passt, gut. gell, Stefan? Ja, sie kommt so ein bisschen reiben.
Also, jetzt müssen wir schauen, dass wir im Zeitplan bleiben in diesem Fall. Ja, gleichfalls. Habt's gut. Habt's auch gut. Lustige Wandertruppe. Fast wie wir. So kommt schon das nächste Grüppchen. Ein Verkehr wie vom Mount Everest. Grüß dich. Gib. So langsam wird es auch fast so steil wie auf dem Mount Everest. Und das alles mit leerem Magen. Ich brauche jetzt auch eine Pause. Nicole, wir haben Hunger. Nicole, stopp! Hier hat es ein Plätzchen zum Ausruhen. Hä? Schau da. Und jetzt am Essen, hä? Ja. Hey, sorry, das hast du schon im Mund gehabt. Hure grusig. Ah, da willst du ganz, gell? Du bist dir nicht zufrieden mit so kleinen bisschen. Viel zu hart. Ja, Mann. Gut. Nicht der ganz. An apple a day keeps the doctor away. Recht. Und zwar ein ganzer Äpfel. Hä? Komm. Im steilen Gelände sind wir den Menschen überlegen. Nicole hält die Truppe auf und sie schnauft wie eine Dampflokomotive. Die hier sagen, im Aufstieg auf den Apfel oder Lungen putzen. Jetzt weiss ich auch wieso. Big Joe, warte mal. Ja, wart mal. So kommen wir natürlich nie her. So, jetzt ein bisschen Hü, Nicole. Menschen sind halt nicht für den Offroad gemacht. Wenn die nicht ihre Strassen haben, geht gar nichts mehr. Wir haben halt einen Vierbein-Antrieb. Das ist viel fortschrittlicher. Naja, Nicole, also ich glaube, Turnschuhe waren jetzt auch nicht die beste Wahl. Vor allem, wenn man nur 2 Füße hat. Und trotzdem haben wir es gleich geschafft. Wir sind auf dem Napf. Ja, endlich. Wir sind auf 1408 Meter und dort steht das Berghotel Napf. Das wird seit 3 Generationen von der Familie Hirschi geführt. Naja, was du wieder alles warst. Hat euch recherchiert. So, Ich bin der Tom. ich bin Nicole. Herzlich willkommen, Nicole. Freut mich. Hast du es gedacht? Ja, ich bin noch mit Schnaufen gekommen. Hallo. Stefan, mein Name. Freut mich, ich bin Nicole. Freut mich. Hallo. Hallo. Schöne Tiere. Ja, gell? Kann ich weniger gut mögen als sie. Aber hast du es geschafft. Ja, das ist gut. Wunderbar. Das ist so schön hier oben. Da, das ist richtig idyllisch, hä? Bilderbuchmässig. Schön. Ja, jetzt einen guten Tag verwünscht. Ja. Dann gehen wir da rein. So. Merci vielmals. Ah. Sturmfrei, da innen. Ja, hoffentlich ja nicht gern, wenn es zieht. Wir machen es uns im Stroh gemütlich. Raus, dann werden sie versorgt. Ich mache hier zu, dass ich die über Nacht Super. können sie da schlafen in ihrer Ruhe. Ah, jetzt bin ich auch gerade froh. Verdienen, sagst du? Ja, es war gleich noch streng bis zum Schluss. Ja, es ist wunderschön hier oben, hä? Ja, das ist ein Traum. Also, wir sind hier aufgewachsen, aber man sieht es immer wieder anders. Also, es ist nie gleich. Und jetzt mit dem Gewitter drin. Ja. Das ist wirklich schön, ja. Nicht schlecht, Gut sondern getroffen, kein Regen, gell? Ja. so ein Arbeitsplatz. Du. Da träumen wir sicher einen Haufen davon. Es geht. Ist halt Es geht? Ja, es ist schon ein bisschen abgelegen, gell, bis du schon nur da bist. Ja, der Weg ist ein bisschen... Und dann hast du halt auch nicht wirklich Zeit, du musst werken und nicht sündeln. Ja, das ist natürlich auf Hochtour. Aber die gerne da sind, die schätzen es schon. Also die wir haben. Also wir schätzen es auch schon. Ja, das auf jeden Fall. Wie viele Leute seid ihr da jetzt hier oben? Im Moment sind wir 4 Vollzeitangestellte und 3 Aushilfen. Ja. Aber Wir sollten mehr haben, aber es ist eben schwierig im Moment, Leute zu finden. Ja. Keine Ahnung, seit Corona halt. Ja. Aber wir machen es mal, muss Ja. man schauen. Nein, ein bisschen weg von Hektik. Das, aber darum haben wir auch relativ viele Gäste, die wirklich viel kommen.
die so schätzen, 1-2 Mal eine Woche zum Teil. Ah ja, sogar? Ja. Also richtig Stammgäste. Richtig Stammgäste, genau. Ja, es gibt viele. Es gibt auch viele, die jeden Sonntag kommen. Ja. Das sind da 10, 20 mindestens. Ja. Und ich komme eigentlich jeden Sonntag, bei jedem Wetter. Ja. Wie ist es denn, wenn man hier oben arbeitet? Also, ist man dazwischen, jetzt eben gerade an so Tagen, wenn es ein bisschen gewittert und nicht so das schönste Wanderwetter ist, auch mal ein bisschen allein? Das gibt es schon. Kann auch langweilig sein. Also im Winter vor allem. Ja. Jetzt hat der Frühling angefangen, April, Mai. Im April hat es ganz geregnet. Mal ist schon allein. So ist das nicht. Von dem her ist es gut, wenn man zwischendurch wieder runter kann. Also, wir wohnen ja nicht hier, wir wohnen in Langnau. Ja. Und das ist ein Arbeitsplatz. Also von dem her, wir sind schon da. Einfach 3 oder 2 Nächte je. Und sonst sind wir da unten in Langnau, wo wir Familie und Freunde haben. Jetzt hast du so Momente gegeben, wo du dich ein bisschen verflucht hast. Ja, sicher. Logisch. Und dann, warum kommst du gleich immer noch? Hey, weil es auch uns so gehört. Das ist einfach uns, oder? Wir sind da Ja, Großvater, Vater, Mutter. Und jetzt sind wir seit 15 Jahren länger da. Das gehört doch dazu. Kein Gefallen kannst du nicht. Es gibt auch immer Situationen, wo manchmal sagen, das hat es jetzt nicht gebraucht. Das ist glaube ich, überall so. Ich glaube nicht, dass da irgendwo einer sagt, das ist immer alles gut. Das glaube ich nicht ganz. Gibt es fast nicht. Nein. Hey, das musst du hören. Das ist einfach so. Das kennt man ja seit jeher. Das geht jedem so. Ich glaube nicht, dass einer sagt, ich liebe meinen Job von A bis Z jeden Tag immer. Also ich schon. So. Wohl! Ich denke, die hat es keinem gut gebracht. Ja, also wir auch. Also ich fluche nicht viel. Weißt? Aber es gibt es einfach. Weißt du, so. Stossen wir an auf euch. Vielen Dank. Moment. Danke vielmals. Genießt den Aufenthalt. Danke vielmals. Der Sonnenuntergang. Das war nicht ganz perfekt, es hat noch Wochen vor dran, aber für mich ist er jeden Schritt wert, den ich heute rauf bin gelaufen. So, jetzt sind sie dann weg. Gute Nacht miteinander. Gute Nacht, Nicole. Gute Nacht, Big Joe. Luki, erzählst du mir noch eine gute Nachtgeschichte? Mach nicht zu Kalb. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Gestern ging's bergauf, jetzt bergab. Hoffentlich kann da Nicole besser mithalten. Wir sind jetzt im Kanton Luzern und es geht Richtung Entlebuch. Das erste Ziel, das Enziloch. Enziloch. Klingt eigenartig. Ja, hier ist manches ein bisschen eigenartig. Grüß euch. Geht's noch weit bis zum Enziloch? Ja, wenn ihr dort runter, Ja. ja, wisst ihr den Weg. Das ist dann links Richtung Hapfig. Ja. Und bei der Hapfig, bei der Liegenschaft, Ja. musst du rechts Aha. das Land ab, Richtung Menzberg, aber man kann die Spitzkehre machen. Da unten ist ein Brückli, also das Brückli sind 3 Baumstämme. Und die müssen wir drüber ziehen. Ja. Dann geht es innen nur. Wie ist es? Verhältnis gut? Nein, du musst aufpassen, es ist nass, oder? Ist rutschig? Also ohne Stöcke will ich nicht durch. Bei der Liegenschaft aber Enziloch. Ja. Stechenleck links vorne. Also ist Hapfig. gut. Und dann rechts das Weg ab. Merci, einen Tschüss schönen zusammen. Tag. Also, wo geht's durch? Irgendwas mit Spitzkehren, Baumstämmen und Stöcken. Über das Enziloch gibt es einen Haufen Sagen. Also es schudert einem auch ein bisschen, wenn man da abläuft. Und der Tom hat mir eine erzählt, nämlich die Sage von der Maid vom Enziloch. Das war eine wunderschöne Bauerntochter mit blonden, goldigen Haaren und einer weißen Haut wie Porzellan. Und die Männer sind Schlangen gestanden bei ihr. Aber sie war ganz gemein und verbittert wie verrückt und hat alle in die Flucht geschlagen. Und irgendwann hat sie sogar ihrem Vater einen Stein angeschossen und der hat sie verbannt.
Und zwar ins Enziloch. Und hier haben sie die Leute dann gesehen. Mit schwarzen Haaren wie Kohle und ganz schwarzer Haut ist sie hier und dort auf einem Bänkchen gehockt. Und irgendwann ist ein Pilger vorbeigekommen und hat für sie beten. Und er hat gesagt, die war genug lang verbannt. Und er hat lang gebetet. Gesundheit. Und irgendwann hat es einen Knall gegeben und die Maid vom Enziloch war wieder da. Mit der weißen Haut und den goldig glänzigen Haaren. Und in dem Moment, wo sie gesagt hat, vielen Dank, dass ihr mich erlöst habt, hat es einen Knall gegeben. Und es ist nur noch ein weißes Kleid und ein Häufchen Asche dort gelegen. Hä? Gell? Solche Geschichten gibt es hier. Schudert einem fast ein bisschen, oder? Ja. Ich würde sagen, wir gehen nicht dort durch. Definitiv nicht. Hä? Jetzt kann ich daheim wieder nicht schlafen wegen dieser Geschichte. Naja, so gruselig war die Story jetzt auch wieder nicht. Nein, aber ich bin irgendwie nicht nachgekommen. Warum sind am Schluss nur noch das Kleid und die Asche da? Da kann ich aber stundenlang grübeln. Keine Ahnung, am Schluss gehen den Autoren manchmal die Ideen aus und dann explodiert halt was oder verbrennt. Egal. Jetzt sind wir schon eine Woche mit der Nicole unterwegs. Und wir haben schon urviel erlebt. Eigentlich ist es schon noch schön, ne? Ja, ich habe die Nicole schon richtig ins Herz geschlossen. Und die auch, Lucky. Ja, also, wir wollen jetzt nicht übertreiben. Die Österreicher sind gegen so emotional. Hier auf dem Napf strotzt es ja nur so vor Sagen. In einer Sage heisst es hat einen grossen Klumpen Gold im Zauberberg, also im Napf. Und das Regenwasser spüle immer ein kleines bisschen das Bächlein herab. Und so kann sich jeder ein bisschen von diesem Gold holen. Ob das wirklich so ist, das finden wir jetzt raus. Ich habe mit dem Gestehen Unternehrer abgemacht. Er ist Profi in Sachen Gold suchen. Und wer weiss, mit ein bisschen Glück sind wir heute Abend vielleicht reich. Hä? Ich hab's gewusst, irgendwann geht's immer ums Geld bei den Menschen. Das enttäuscht mich jetzt auch ein bisschen. Ich hätte nicht gedacht, dass Nicole so materiell eingestellt ist. Und dann wird sie reich und vergisst uns. Wirst sehen. Hallo, Nicole. Bist du im Goldfieber schon? Aber wie ein Millionär sieht jetzt der Gesteh nicht aus. Und, wir kommen da runter. Ich bin Nicole. Ich bin der Gesteh, gell? Das habe ich fast angenommen, wenn ich dich hier sehe. Jetzt bist du am Gold suchen. Hast du schon etwas rausgefischt? Ich habe schon etwas. Wirklich? Ja. Darf ich schauen? Sicher, ja. Hä? Also? Ich habe dir auch ein paar Stiefel mitgenommen, gell? Oh, sehr gut. Ich glaube, das kann ich brauchen. Meine zwei Geissen gesehen? Hä? Auch in denen hätte ich besseres Wetter mögen können. Ja, gell? Sie scheinen noch ganz friedlich zu sein hier. Ja, ja. Moment, sie sind noch guter Dinge. Ja. Ist gut. Vor allem müssen wir nicht so blöde Stiefel anlegen. Ich muss schauen, ob ich hier ein Gläschen habe für dich. Aha. Weil in der Hoffnung, dass wir natürlich Du bist zuversichtlich, hä? dass du das da hast. Oh. Versorgen, gell? Ja, aber Das war sag mal. Lehrung, gell? Nur so als kleines, also weisst, ich habe sonst den Rucksack, hat noch Platz. Ja, ja, merkst du es dir? Was man ein bisschen muss wissen, Gold ist total schwer. Ja. Also 20 Mal schwerer als Wasser, 7, 8 Mal schwerer als Stein und der Sand. Mhm. Wegen dem ist wichtig, die Pfanne mit schön viel Wasser richtig gut durchschütteln. Mhm.
dass die schweren Sachen in den Boden runtergehen von der Pfanne. Jetzt kommt das Feinöckeli an. Ja, ich sehe noch nichts. Ich probiere nicht so Ja. das Sandbänkchen hier runterwaschen. Alle Sand runterholen. Ja. Echt so ganz fein. Ja, Nur, hä? ja, ganz fein. Ich zeige dir jetzt, wie man das ins Gläschen tun kann. Ja. Aber ich muss nur hier ans Wasser reinkommen. So, das ist schon drin. Hast du gesehen, wie es runter ist? Ja, da unten ist es. Aber du, da schürfen wir noch ein bisschen, gell? Ja, ja, aber für die erste Pfanne ist im Fall das gar nicht so schlecht. Ich glaube, mit den Millionen wird es heute nichts mehr. Ja, man muss ja auch die Lotto spielen. So? Ja. Ja. Vorsichtig. Oh, schau mal. Ja. Der da ist riesig. Schön, ne? Ja. Ja, aber so ist es tipptopp. Du, aber weißt, wenn wir das jetzt da so im Fernsehen zeigen, kommen dann auch nicht Haufen Leute hierher, auch Gold waschen. Ja, das Napfgebiet ist ja gross, die Bäche sind lang und Ja. es ist sonst schon ein Boom. Vielleicht auch wegen dem elektronischen Zeitalter auch. Ich wäre heute mit dir sogar lieber noch viel weiter hinten in der Schlucht. Da hast du kein Handyempfang nicht und Aha. die Leute werden plötzlich anders. Kommen Ja. manchmal voll gestresst, gell? Und Ja. immer Handy führen und schauen und dort unten vergeht es. Und plötzlich sind die Kann man ruhig. Und vorstellen. Ist es so ein Moment, wo man einfach alles ein bisschen um sich herum vergessen kann, auch für dich? ja, Schon. ja, In diesem Fall ein glücklicher Moment. ja, ich genieße jeden Tag so. Ist auch ein bisschen eine Leidenschaft am Schluss. Es kann süchtig machen. Schon, gell? Man kann schon ein Dann gibt bisschen es Rausch natürlich der, der rein. einen super Tag hat, gell? Ja, Das nächste Mal, die nächsten 2-3 Mal nicht mehr, gell? ja. Was ist Aber denn so die das zieht es meiste? genau gleich. Das meiste, was du gefunden hast? Schau jetzt, wenn wir nichts Grösseres finden, so, diese Währung braucht es ungefähr 2.000 bis 3.000 sogenannte Flitterli für 1 Gramm. Ui, was? 2.000 bis 3.000? Also. Wenn das Gold jetzt so oben runter anschaust, sieht es ja schon ein bisschen nach etwas aus. Ja, gell? komm, wir tun noch mal. Ja. Löst den Ui. ein bisschen abschütteln. Oh, jetzt. Also. Ja, du machst das schon ganz gut. Jetzt schon? Ziemlich gut so aufstellen. So. So. Ja, jetzt ist es Ist gut. gut? Ja. Ist gut. Braucht recht Fingerspitzengefühl. Man darf nicht ungeduldig sein. Nein, aber es ist auch wirklich Übung. Schau, wenn du noch ganz gut siehst. Ah, da ist noch einer. He? Ja. Du hast den scharfe Adleraugen. Ja. Manchmal musst du auch mit etwas ganz Kleinem auch ein bisschen zufrieden sein, gell? Ja, ist zu gross, gell? Nein. Ja, aber hast du gewusst, dass es hier Gold hat in diesen Bächen? Ja, in den 1970er Jahren hat ein Geologe von Willisau gesagt, da muss doch Gold haben. Ah, ist ja lustig, denn in diesem Fall ist an dieser Sage gleich ein bisschen etwas dran, dass im Napf innen ein grosser Goldkämp ist und immer ein bisschen Gold rauswäscht in diesen Bächchen. Gell? Ja. Hast du ja schon gehört? Ganz sicher. Ich sehe Aber gerade. du hättest es fast nicht geglaubt, oder? Ja, wirklich. Also, ich war da recht skeptisch, eigentlich zu Unrecht. Komm, wir tun noch ein bisschen. Also. Ja, aber wenn es geht, nicht ringsum. Ja, schau, gerade, probieren gell? Ja. Oh, ich sehe im Fall schon Gold. Ja, ich gehe. Moment, ich nehme mein Döschen vor. Ja. Aber grundsätzlich darf jeder kommen, Ja, ja, unangemeldet. ja, Und hier kann Gold waschen, ja. Also. ja. Oh, ich finde, ich habe nicht so schlechte Ausbeute. Schau mal Ja. das an.
Das glänzt und glitzert, hä? Jetzt stehen sie da stundenlang im Fluss rum und waschen und am Schluss haben sie etwas Glitzer im Wasser. Ja, ist alles nass. Aber es hat schon noch etwas Meditatives, oder? Entschleunigung, weißt du? Wenn ich jetzt noch mehr entschleunige, dann bin ich tot. Jetzt wird es ganz komisch. Nicole will schauen, ob ich sie gerne habe. Keine Ahnung, wie sie das herausfinden. Hey, Luki. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Liebt mich nicht. Er liebt mich. Ha, Luki. So, gehen wir weiter. Stimmt das? Habis. Ich gebe nichts auf die Voodoo-Praktiken. Moment. So, jetzt bringe ich euch noch schnell einen Schermen. Könnt ihr dort ein bisschen Pause machen? Da nehmen wir. Ah, da. Hallo, klapp, klapp. Hallo, hi. Bist du Claudia? Ja. Ist das richtig? Nico, freut mich. Hallo, Nico, hi. Jetzt sind wir da. Big Joe. Ja. Und das hier ist der Luki. Big Joe. Hi, Luki. Hä? Und jetzt freue ich mich, glaube ich, wir dürfen sie bei euch ein bisschen einstellen. Ja, Ist das genau. richtig? Wir haben gerade den Stall da hinten. Dann können wir Super. sie gerade hier tun. Dann Sehr ein bisschen Heu gut. und ein bisschen Wasser. Ja, gerne. Schön habt ihr es da. Danke. Ein grosser Bauernhof. He? Genau. Komm, schau mal. Ich muss mal rein schauen. Ist schön da. Oh. Ja, schau jetzt. Super. Ich tue sie schnell abkleinen. Ja. Und schau, Heu hat es auch. Wir werden wieder mal im Stall Bis parkiert. später, ihr zwei. Und sie geht ohne unseren Ausgang. Hä? Es ist immer noch ein Machtgefälle zwischen Mensch und Tier. Also, danke. Sie dürfen hier sein. Gell? Tschüss, Claudia. Bis später. Schau, Loki, sie pflückt Blumen für uns. Ein paar von denen. So, da hat auch noch ein paar Blümchen. Und die brauche ich jetzt. Ich gehe zu der Barb Grossenbacher. Die hat sich hier im Entlebuch einen Namen gemacht mit ihrer Gin-Destillerie. Und sie hat mir eben gesagt, ich kann meine eigenen Blümchen mitnehmen, für die Gin reinzutun. Ich bin auch gespannt, ob man das dann schmeckt. Leider nicht gewesen, hä? Die Blümchen sind für einen Gin. Und der ist auch nicht für uns. Die Barb ist schon am Werken. Ja, hi, Nicole. Nicole, hallo. Hi, so, ja, bist Schau du da. bereit? Oh, schön, schau jetzt das an. Hat er ein Blumensträußchen gebracht. Schön, super. Aber nicht nur für dich, ich glaube, das brauchen wir auch, gell? Das brauchen wir heute. Darf ich Das das ganz so gute geben? Sachen noch Es für sind uns. ganz Haufen Geissenblümchen drin. Ja, das tun wir auch etwas Schönes machen damit. Super, ich hoffe, wir können sie brauchen. Ja, auf jeden Fall. Barb produziert ein paar hundert Flaschen Gin pro Jahr. Also, jetzt haben wir die Blümchen. Genau. Braucht es noch mehr? Denkt es? Ja, ich denke, das ist gut. Jetzt tun wir die Alkohol-Wassermischung habe ich hier schon parat. Jetzt haben wir das mal weggenommen. In den Gin gehören nebst Alkohol und Wasser Wacholder, Koriander und Engelwurz. Nicole will noch ein bisschen Pfeffer drin tun. Ja. Ups. Genau, super. Und jetzt im oberen Teil tun wir die Blümchen und Kaffee-Limettenblätter. So, und jetzt Die schönen Blumen, die hätten wir doch essen tun wir können. das oben Ja, drauf. das ist eigentlich Food Waste. Und dann kannst du hier ein bisschen zusammenschrauben. Ah. Ganz schön fest, wo wir keinen Dampf verlieren. Hier haben wir noch das Thermometer. Das tun wir hier oben einstecken. Wie viel Grad? 80 Grad brauchen wir, dass der Dampf kommt.
Und hier Anlauf auf 6. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Sehr gut. Was fasziniert dich jetzt so an diesem Gin Bremner? Also ich finde es einfach ganz spannend, dass die Idee vom Edelweiss Gin ist, dass ich Sachen nehme, das wächst hier in Wald und Wiesen und Bergrand, das ernten, pflücken, destillieren und in Flaschen abfüllen. Ich finde es ganz spannend, dass man Sachen hat, die man einfach auf die Wiese sieht. Und dann hat man nachher ein Produkt, das man quasi Entlebuch in den Flaschen abfüllt. Ja. Du bist ja ursprünglich nicht wirklich von hier. Nein, von weitem weg. Nein, ich bin ursprünglich aus Kanada. Und du bist hierher gekommen, ins Entlebuch? Ja, die Liebe, beide kurz zusammengefasst. Ja, ich habe mich mal in Kanada kennengelernt, vor 40 Jahren. Und dann hat er gekocht, ich habe abgewaschen in einem grossen Hotel. Und dann war so eine Sommerliebe fertig gewesen. Und dann hat er gesagt, ja, kannst du mal in die Schweiz. Und dann habe ich das probiert. Und damals haben wir ein Open Return Ticket kaufen. Das heisst, den Hinflug buchen und in ein Jahr wieder zurück. Ja. Dann habe ich das gemacht, mehrere Jahre. Und irgendwann habe ich dann einen einfachen Billett gelöst und bin dann geblieben. Also ich habe angefangen mit jemandem zusammen. Eine Kollegin ist eine Aromatherapeutin und Heilkräuterfachfrau. Und sie hat mit mir die Rezeptur gemacht. Sie ist aber in 2019 verstorben. Und ich mache das weiter quasi ihr zu lieb, dass wir unsere Traum verwirklichen. Genau. Ja. Das ist natürlich nochmal ein anderer Antrieb. Ja, genau. Also, und sehr oft sagen die Leute auch, ja, wenn jemand in einem nicht glaubt, ist das manchmal ein Push, dass man doch noch weitermacht. Schön. Schön, dass du es so weiterführen in diesem Fall. Ja, genau. Oh, schau, jetzt tropft es. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Sehr gut. Das ist jetzt ein bisschen Vorlauf. Also das heisst, es ist noch nicht Alkohol? No? Es ist Alkohol. Das ist, kann man schnell schauen, wie viel Prozent. Das hat zwischen 80 und 3,84 sein. Das können wir hier messen. Das ist tipptopp. Schön in der Norm. Was ist denn das da? Das habe ich mich vorhin schon gefragt. Das ist so ein Versucherli. Und du kannst nachher degustieren. Mikro. So, ist gut. Und jetzt tun wir ein bisschen Wasser. Kannst du abstellen. Das muss man mit Wasser verdünnen immer. Ja, das ist 80% Alkohol. Also, Prost. Prost. Merci. Und? Bitter, aber sehr fein. Aber von den Gänseblümchen schmecke ich jetzt nichts. Ja, du hast natürlich eine Rezeptur mit etwa 8 oder 9 verschiedenen Sachen. Gänseblümchen sind eines davon. Und wichtig ist, dass es ausgewogen und balanciert ist. Und ja, das wird sein. Sehr fein. So hat Nicole nun ihren eigenen Gin. Vielleicht braucht sie mal einen Schluck zur Beruhigung um uns herum. Wegen mir auch nicht. So. Ja. So, schau Big Joe und Lucky Gin. Sehr gut. Haben wir unseren eigenen Gin. Schön. Merci vielmals, Bart. Danke. Merci. Ich mache mich auf den Weg zu meinen Geissli. Danke. Ciao, Tschüss. Nico. Hast du was mitgebracht? Schmeckst du den Braten schon? Big Joe und Lucky Gin. Der hat euren eigenen Gin. He? Ich kann dir nicht Menge Geiss sagen. Ja, weißt schon, was ihr wollt. Das ist auch weniger der Gin, sondern mehr das hier, gell? Kannst du auch nicht auf einen leeren Magen trinken. So. Ja, genau. Und für mich gibt es ein Schlückchen vom Big Joe und Lucky Gin. Auf euch und natürlich auf euch. Schön, seid ihr dabei gewesen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es auf die letzte Etappe geht, hier bei unserer Geissentour quer durch die Schweiz. Gin, Gin. Wohl bekommst. Das darf ich allerdings nicht nehmen, sonst gibt es keine letzte Sendung. Prost. In der letzten Folge der Geissentour laufen wir nächste Woche durch Luzern. Und bespassen Touristen. Würden wir hinten ein bisschen stossen? Dann geht's auf hohe See. Noch ein bisschen. Ja, super. Danke vielmals.
Grüß dich, ich hätte gerne ein Billett für meine Geissen und für mich. Was kostet so eine Geiss? Und so geht es gemütlich unserem Ziel im Kanton Nidwalden entgegen. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».